perfekt, das Publikum war perfekt, alles perfekt heute. Ihr datet jetzt kurz ein? Ja. Wenn wir zufrieden waren, dann passieren so Sachen wie Tischtennis spielen. Man kommt ja nicht direkt wieder auf Null. Man kann sich danach noch so ein bisschen abreagieren, nochmal wieder ein bisschen runterkommen beim Tischtennis spielen, wo ich übrigens meistens gewinne, das muss man mal ganz klar sagen. 4-0. Das glaube ich. 5-0. Das ist einfach Glück, ey. Am Anfang war Bill noch ein bisschen besser, so, aber den ziehe ich jetzt auch schon locker ab. Jeder weiß auch, dass ich eigentlich der Beste bin und darum sind auch viele gegen mich. Also dieser Neid, da komme ich auch noch nicht mit klar. Aber ich habe eine Angabe, da haben sie alle verloren. Nancy und Paris, die waren beide sehr, sehr gut und das waren beides geile Konzerte und die Fans und der Hammer. Es war echt so voll und so unglaublich gute Stimmung auch. Du mit dem Autogramm bezahlt? Nee, ich bin kleiner trotzdem zahlen. Kann doch nicht wahr sein, Dirk. Weil wir Alkoholiker waren wir hier. Der ist barfuß und guck mal. Auf der Tanke hier. Das ist der beste Mann hier auf der Das Klima ist hier so geil, so die Leute verstehen sich gut, der Rhythmus stimmt, jeder hat irgendwie seine Aufgabe und jeder ist auch glücklich damit und das ruft so. Kleiner Tanker, die spinnen doch da draußen alle, der rennt barfuß rum. Hallo Bier. Also ich glaube, wir sind jetzt langsam an einem Punkt, wo man wirklich so schneller aneinander gerät. Wirklich die Nerven von allen sind wirklich langsam so ein bisschen überstrapaziert. Aber Leute, könnt ihr bitte leise sein, ich telefoniere, danke. Ja, geh doch woanders hin. Nein. Da kracht man auch schon mal aneinander. Der kracht auf jeden Fall, dass der nicht mit so Ruhe. Ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum, ich habe das nicht versprochen. Ja, ey, für die Band. Ich habe das zugesagt, für die Band. Als Band, wir streiten uns eigentlich relativ wenig. Meinst du, ich mache das jetzt allein oder was? Ja, wieso soll ich jetzt wirklich auftragen, ne? Ich habe keine Lust auf so einen schlechten Vibe irgendwie. Ich habe immer Lust, mich mit den Leuten zu verstehen und eine schöne Zeit zu haben. Wir diskutieren sehr viel und das wird dann schon mal ernster, ja? Wieso denn für mich? Du kranke Sau! Wo ist denn das? Nicht für mich! Ich hab du bescheuert oder was? 5 Minuten. Wenn ich es schaffe, Interview zu sagen, machst du es auch alleine oder was? Das kannst du ja nicht zusammen, ohne mich zu fragen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da haben wir uns mit Bratpfannen verkloppt zu Hause. Und das ist aber nach einer halben Stunde wieder gut. Irgendwie, wir haben blaues Auge und wir haben uns für kurze Zeit mal richtig die Fresse eingehauen, aber dann ist wieder gut und dann verstehen wir uns wieder und so ist das in der Band auch. Also wenn wir uns streiten, dann sollte doch jeder echt mal das Ventil aufmachen und einfach mal rauslassen, weil es ist ganz wichtig, dass sich Sachen nicht aufstauen irgendwie und dass man dann irgendwann so eine riesen Hassblase hat, wo man dann auch einfach gar keine Chance mehr hat, die zu entladen. Dann geht man sich halt aus dem Weg und dann am nächsten Tag weiß man, man steht wieder zusammen auf der Bühne und rockt wieder zusammen das Haus und man versteht sich wieder. Und darum ist es auch in der Band so, wir verstehen uns echt schnell wieder. Du bist am Ende des Flügels. Schau mal, schon Jawohl. Das ist mein Lieblingshotel hier. Mein allerliebstes Hotel in ganz Deutschland. Kriegt natürlich immer die größte Suite. Kleines, kleines. Ihr Lieben, wir sind da. Wir finden es super, geil. Jungs, viel Spaß mit der Show, ne? Danke. Ja. Das ist eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, da entstehen auch auf jeden Fall die ein oder anderen Ideen. Georg und ich haben immer Instrumente bei, ja. Ich habe mir extra noch eine Akustikgitarre besorgt. Zimmer 483 ist ja im Prinzip komplett unterwegs entstanden. Im Nightliner, in Hotels, in Zimmer 483. Das passiert eigentlich alles unterwegs, so das Songschreiben.
machen und der will ja irgendwie Hip-Hop-Einflüsse drauf haben und hier will irgendwie irgendeine Bratzenmusik damit drauf haben oder weiß ich nicht. Das ist echt nicht so. Also da sind wir uns total einig. Kleiner Bruder, ja, schläft lange, Diskutiert den ganzen Tag. in sich gekehrt, Egoistisch. lebensfroh. Also das muss ich jetzt mal kurz klarstellen. Also egoistisch bin ich nur, was das angeht, wenn ich irgendwie die Instrumente mitschleppen soll oder so, weil das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Ich bin ja nicht umsonst Sänger geworden, ne? Ich muss nur mein Mikrofon dabei haben. Die anderen können sich abschleppen, außerdem kommen die auch mit einer Gitarre klar. Die brauchen ja mal 7 oder 8 und in verschiedenen Farben und so. Ich finde, das können die alleine machen. Aber sonst bin ich schon ein sehr hilfsbereiter und netter Mensch, muss ich sagen.